unsere Geschichte. Ditmal vertellen wir noch ein bisschen mehr von den Pionieren ihren Waterleitungen merken, die mit der Zeit reif worden. Und dann fangen wir an zu vertellen, mit was für Gelder die Vorsteher auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, Mexiko, ihre Landschuld betolden, wann in den ersten Jahren die meisten Bürger ihre Einnahme zu klein wird, um an ihre Landschuld zu kennen. Die Riefen, die dort Regenwater aus dem Westen von Hingertalbach schrots über die Genodentolle ihr Land, über die Blumenuter ihre Weitstab, und dann schrots über die Blumenuter Nienberge ihr Ackersland, und dann über die Nienberge ihre Weitstab und über die Gartitzer ihr Land, schließlich in den sogenannten Staatsriefen in mein Leid, die wir auch mal ganz anders als nu. Ab dem Genodentolschen Land wären einige enger, wo das Wasser über leerliegende Wels ran. Und von ab der Blumenuter ihre Weitstab ab dem Nienbergschen Land und ab, wird das auch bloß eine leere Welsstrieb, wo dort aufrannende Regenwater vom Westen käme und ziemlich viel Ackersland überschwammt, wann dort Hingertalbach mal sehr geregnet hat und dort aufrannende Regenwater nur den Bustillos Lake abto anprallt. Ich habe den Laguna Bustillos Lake genannt, weil die meisten von uns diesen Laguna immer Lake nahmen. Wir haben also nochmal weiter ein englisches Wort ein bisschen verbergen. Der englische Lake ist eine plattische Lick geworden. Und uns plattischer Wortschatz ist dadurch ein Wort Recker geworden. Die Genodentaler merken ab ihrem Land einen Kanal, um dort Wasser schwender und nicht ganz so schrotz über dem Land aufzuleiten. Und die Blumenuter und Nienberger merken auch einen langen Kanal dort auch. Die Blumenuter und Nienberger merken ihren Kanal so, dass die ein langes Eng über eine Mil, kreislich eine Linie ging, und es steht, so als die leere Strieb dort Wasser schrotz über mehrere Kerlsrahmen mögt. Diese enge Kanal waren von der auch als Riefers gesehen, und fast keiner von uns jüngere Menschen weiten, dass das Riefer dort nicht immer so gewesen ist. Aber unsere Vaters und Großvaters haben dort viele der Schauarbeit gekostet, diese Wateraufleitungseinrichtung so zu merken. Wo verkauften die mennonitische Pioniere ihre Produkte? 1927 trug, so als wir all euer gesagt haben, die David Radekop-Familie, die von Russland nach Mexiko gekommen war, und erst in Rosario, Chihuahua gewohnt hat, dann bei Irapuato in Guanajuato, und dann in der Hacienda El Trebol in Durango, und von dort nach San Antonio de los Arenales gekommen war. Und die hatten da sehr bald ein Stuhl, wo die Mennoniten einschalten können. Die Radekops in San Antonio kauften viele mennonitische Pioniere lang immer die nötigsten Sachen an, und die Radekops verkauften sie ihre Produkte, Butter, Eier, Schmalt und Schenkes und so weiter. Und die Radekops verkauften und verschenkten die dann nur ihre Kunden in die Städte, wo die an die Staatslied verkauften. Und einige Darber fuhren auch ein Gebühres jeder Weg von Nober zu Nober, in ein oder zwei Darber, und kauften die Nobers ihre Butter ab, brachten die in große Kannen bei der Zugstation in San Antonio und schickten die mit dem Zug nach Chihuahua nur ihre Kunden, die dann an die Staatsbewohner verkauften. Die Staatslied kauften die Mennoniten ihre Produkte von Anfang an sehr gern. Aber mit dieser mehrere Einnahme von ihren Produkten bleiben die meisten Pioniere noch lang sehr arm, sodass sie die Schuld an ihrem Land im Herbst immer weiter nicht betonen können. Wir wollen hier nu wat davon vertalen, mit wat für Gelder die Bürgers ihre Landschuld an die Zuluaga-Familie betont wird, wann ihre Einnahme immer weiter zu klein wird, um betonen können. Jeder Jahr, oder vor dem 1. November, mussten die Manitoba-Kolonie-Vorsteher die fällig gewordene Landschuld in 6% Zinsen an die ganze Landschuld in El Paso und der First National Bank betonen. Auch dann
wann viele Lied ihre Lohnschuld nicht betalen können an die Gemeindenkasse, die von der Vorsteher geführt wird. Die Vorsteher mussten die Gemeinde ihre Lohnschuldzahlungen merken, so als hier nu folgt. Am Kapitol muss von 1922 bis 1922 im November jeder Jahr $117.187,50 gezahlt worden und danach die Zinsen. Die Zinsen werden im ersten Jahr $56.250 und im letzten Jahr $7.027,24. Dort sind $937.500 am Kapitol, $262.124,75 an Zinsen. Also alle top werden dort $1.190.727,74. Und dann werden noch die $2 am Acker Anzahlung, die $300.000 wäre. So dass die Manitoba-Kolonie ihre 150.000 Acker Land ab $1.024.727,25 zu Stonen gekommen sind, als die letzte Schuld betalt wird. In Deutschland noch nicht einmal die 70.000 US an, die auch noch an den Lohnpreisen angerechnet werden. Wir haben nu bloß einmal davon geredet, dass die Mennoniten ihr Land wie San Antonio de los Arenales in Chihuahua, Mexiko, für $8,25 gekauft worden wäre. Aber an die $8,25 wird noch 75 Cent US non-geteilt, sodass der per Acker Landpreis für die Bürger zum Kaufen mal vor zum Anfang $9 den Acker wäre. Woran mussten diese 75 Cent am Acker im Landpreis angerechnet worden? Das hatte ich all eher sagen sollen, aber ich war das hier nu noch versuchen zu erklären. Aus dem Manitoba, Swift-Current und Hague-Delegaten von Kanada 1921 im Staat oder im Estado Durango in Mexiko alle taub einen Landhandel noch nicht vorlich gemerkt hatten, aber als ziemlich weit angelegt hatten, und dann die Swift-Currenter und Manitoba-Delegaten uit diesen angelegten Landhandel rückbecken wollen, dann lässt Mr. Breniff, durch den das Landhandel angelegt worden wäre, dort nicht anders tun, als wenn sie am $75.000 US bezahlten für seine Arbeit, die er damit gehabt hat. Diese 75.000 US-Dollar, die uit die Gemeindenkasse bezahlt worden wäre, die mussten auch irgendwoher zurückkommen. Und dann mussten auch die Ankosten von all dem Segen und Freiheiten im Siedlungsland von 1919 bis 1921, die auch uit die Gemeindenkasse bezahlt worden wären, von wo zurückgezahlt worden. Auch dort Geld, was die Gemeinde in Mississippi zahlen muss, zum da uit ihrem angeknappten Landhandel rückbecken. Ich fing bat hier noch nicht über, wo die 3 Gemeinden von Hague, Swift-Current, Saskatchewan und von Manitoba dort zwischen an geregelt haben, wo viel jede Gemeinde von all diesen Ankosten betont. Aber die Manitoba-Gemeinde, Vorsteher, Waisenvorsteher und Ohms wurden sich einig an den per Acker Landpreis in Mexiko einfach 75 Cent US anzurechnen, an das Land, in das Land alle von $9 den Acker zu verkaufen, ihre Ankosten zurückzukriegen. Und mit diesen 75 Cent am Acker taub, dann kosten die Manitoba-Kolonie ihre 150.000 Acker Land nicht mal $1.490.727,24, aber $1.611.227,24. Mit wat für Geld bezahlten die Vorsteher dann jeder November die Schuld an die First National Bank in El Paso, Texas, wann viele Lied immer weiter nicht bezahlen konnten? Na, solange als sie können, lieden sie von der Reckgebühren so viel Geld, dass sie bezahlen können. Wenn die Reckelied anwällig waren, die Gemeindenkasse noch weiter mehr Geld zu liehen, dann sehen die Gemeindenleiter, die Gemeinde verbeugt sich dafür.
En als de rijke lied nicht mehr Geld hadden zum uitlehen, oder wenn's nicht mehr liehen wollen, mussten de Vorsteher uit de Waisenkasse Geld liehen. De Waisenkasse stund sich am Anfang nachgebaut, aber als die durch dem immer weiter Geld uitlehen an de Gemeindenkasse auch bald sehr leer weer an Geld, dann wurden de Waisenvorsteher anwällig, die Gemeindenkasse noch mehr Geld zu liehen, zum Lohnschuld betalen, weil sie wussten, dass sie dort brocken würden zum männlich gewordene Orben uitholen. Aber dann sehen die Gemeinden leider weiter, die Gemeinde verbirgt sich dafür, und sie lieben die Gemeindenkasse weiter noch mehr Geld, so lange bis die Waisenamtskasse meist bankrott wäre. Am 1. November 1929 hatten die Vorsteher des Zuluaga-Families ganz uitgetold. Aber die Waisenamtskasse wäre so leer geworden, dass sie die männlich gewordene Orben, den Geld dort eigentlich wäre, was sie die Gemeindenkasse geliehen hatten, manchmal nicht einen Fall uitholen können. En viele von den Bürgers, was rechtgewasst werden, in die Gemeindenkasse viel Geld geliehen hatten, werden in den Pionierjahren auch armer geworden. Die wollen ihr Geld auch zurückgeholt haben, sodass die Gemeindenkasse, die Vorsteher verwalten, in Rechnung davon führen, in ihre Becher, für viele Jahre viel mehr Schuld hat als Geld. Auf der Manitoba-Kolonie wären auch immer zwei gewählte sogenannte Gemeindenredner, die Vorsteher und die Waisenvorsteher am Anfang vom Jahr einmal helfen, ihre Jahresrechnung zu machen. An so einem Teil waren Vorsteher und Gemeindenredner bei uns am großen Tisch, durch die Vorsteher ihre Becher gingen, in denen ihre Jahresrechnung zu machen. Dann saßen Vorsteher und Gemeindenredner gewöhnlich rots am Mittagstisch, wenn wir Schulkinder von der Schule nach Hause kamen zum Mittag. Ich erinnere mich besonders an den einen Gemeindenredner, der uns gewöhnlich ein Treppenkandy gab. Die Manitoba-Kolonie-Vorsteher ihre Becher wiesen, dass die Gemeinde am Ende vom Jahr 1932 noch 890.124 Pesos und 74 Centavos mehr Schuld hat als Geld. Und dass diese Schuld jeder Jahr mal sehr wenig kleiner war, sodass die Vorsteherbecher im Jahr 1947 noch wiesen, dass die Gemeinde noch 29.691 Pesos und 48 Centavos mehr Schuld hat als Geld. Mit der Zeit, als die Waisenvorsteher ihre Kasse als sozusagen ganz bankrott war durch dem zu viel Geld uitlehen an die Gemeindenkasse und viele Kolonisten all anfangen ein bisschen besser zu bühren, dann wird auf eine Zusammenkunft mal berät, dass jeder Bürger, der das kann, soll 600 Pesos an die Gemeinde ihre Schuld am Waisenamt betalen. Viele Bürger stehen dort meist kurz, andere deden dort ein bisschen lauter, und noch andere betalten weniger als 600 Pesos. Und dann büht die Waisenkasse sich weiter langsam ab. Und ich glaube, dass wir auch auf dieselbe Zusammenkunft, wo dort berät wird, dass jeder Bürger, der seine Landschuld noch nicht ganz betalt hat, von da an jeder Jahr zum wenigsten das 5. Part von jeder Abend an seine Schuld aufteilen soll, solange bis seine Landschuld betalt wird. Auf die sogenannte Zusammenkunft werden auch immer etliche Ohms, das hat wir nicht gesagt, als wir davon reden, was eine Zusammenkunft wäre. Und mit der Zeit, 1938 bis 1940, können die Vorsteher auch das sogenannte Land hinter der Bohnen für 15 Pesos den Acker verkaufen. In diesen Jahren wurden die Dörfer Weidenfeld, Kunstgart und Silberfeld gegrenzt. Nur ein Dorf, wie all ein bisschen Eier gegrenzt, aber die meisten Städten wurden da auch mal 1938 bis 1940 abgekauft. Das Land wird so verkauft, dass die Käufer dort mit dem 5. Port von der Aaren betalen können. Die Rechtler, die Gemeinde so viel Geld liegen, um ihre Landschuld betalen, die haben keinmal alles zurückgezahlt gekriegt. Aber mit der Zeit haben die Vorsteher mit allen Lied, oder wenn so ein Lied all über den Weg gestorben wären, mit ihren Kindern alles regeln konnten. Aber als die letzten Schulden endlich geregelt worden wären,
dan weer dat al 1957. 1921 kauften de Mennoniten ihr Land in Mexiko en eerst 36 jaar later, im Jahr 1957, können die Vorsteher endlich sagen, alle oude Schulden haben zur Regelung gewonnen, wann auch viele Leute viel Geld dabei verloren haben. Dat hat nicht gebraucht so lang und so schwer sein für die Oldkolonie Mennoniten, auf der Manitoba-Kolonie und auch nicht auf der Swiftcurrent-Kolonie, wann der Preis für ihr Land ein anständiger Preis gewesen wäre. Aber der wäre viel, viel zu hoch. Die Mennoniten wären, so als man das manchmal sagt, mal war da für einen Reid genommen. Die Landverkäufer und die Landagenten, die mussten dort gewusst haben, dass sie die Mennoniten ihre Unkenntlichkeit utnutzten, um ut an viel mehr Geld rüberzukriegen, als der rechtmäßige Landpreis zu der Zeit in Wirklichkeit wäre. Was ist der Beweis dafür? Na, wenn mennonitische Bürger in den 1930er Jahren all von der Zuluaga-Familie für ihre Kinder Land kaufen können für 5 Pesos den Acker und nicht für $8,25, und dort noch aus dem mexikanischen Peso all viel weniger wert geworden wäre, dort erst, so als ich dort sei, klarer Beweis dafür, dass unsere Vaters und Großvaters ihr Land sehr viel zu dir bezahlen mussten. Auch die Zinsen wären viel zu hoch und die Landschuld für dort viel zu dir gekaufte Land. Unsere Zeit rannt auf und wir brechen hier verdammt mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir das erste im Bett von der Swiftcurrenter ihre Schwierigkeiten wegen ihren Landhandel mit der Zuluaga-Familie und dann war da mehr von allen Pionieren ihre Probleme. Aber nächstes Mal, ich sehe,